Das war 35 Jahre ein toller Anblick in Köln. Das goldene Flügelauto auf dem Zeughausturm. Wobei ich jetzt diese Perspektive auch noch gar nicht kannte. Sie sieht richtig gut aus. Gestern wurde das Kunstwerk allerdings runtergehievt und abtransportiert. Auch für Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Aber dahinter steckt auch ein langer Streit mit der Stadt. Wir gucken noch mal auf die Geschichte des Flügelautos und haben den spektakulären Abschied vom Dach gestern Abend begleitet. Ein Kölner Wahrzeichen verlässt seinen Dauerparkplatz. »25 Meter schwebt das goldene Flügelauto von Künstler H.A. Schuld über der Stadt. Drei Stunden zuvor. Und es ist schon richtig was los am Zeughaus. Ein letzter Blick nach oben zu diesem ganz besonderen Ort. Mein Herz hängt doch an diesem Standort, weil er hat mir und den Kölnern oder den Kölnern und mir viel Freude gemacht, viel gegeben. Und das ist es doch, was Kunst auch als Aufgabe hat in einer Gesellschaft, die häufig zu oft die Mundwinkel herunterhängen lässt. 35 Jahre lang ist das Zeughaus die Heimat des 10 Meter breiten Goldenen Vogels. Gestern Abend Wehmut bei den Kölnern. Ich lebe jetzt hier über 30 Jahre und ich habe das fast täglich gesehen. Also das ist so ein Punkt, wo man auch immer hinguckt. Und ich bin jetzt die letzten Tage auch schon viel hier rumgelaufen und habe fotografiert. Und das werde ich schon vermissen, ja. Es ist doch schade, dass es weg wird durch die Baustelle, das muss man sagen, durch dem Museum. Ne, sag ich mal, das ist natürlich Pech. Ne? Jeder Kölner kennt das Flügelauto. Im April 1991 wird der goldene Ford Fiesta aufs Dach des Zeughauses gehoben. Nur zweimal verlässt er diesen Ort, weil er restauriert wird. Damals kommt das Kunstwerk allerdings nicht bei allen so gut an. Ich finde es fürchterlich. Es passt nicht zum Gebäude. Also Stilblüte in erster Güte. Für die Leute natürlich was zu gucken hier. Geschaffen wird das Flügelauto bereits 1989 für die Kunstaktion Fetisch Auto. H.A. Schuld inszeniert 11 Ford Fiestas. Einer schwebt vor dem Dom, einer steht im Rhein, ein anderer in einer Diskothek. Vor 1,5 Jahren dann die Nachricht, das Kunstwerk muss runter vom Zeughaus. Wir haben oben im obersten Stockwerk haben wir Risse im Mauerwerk. Das kommt entweder durchs Gewicht oder eben durch die Kräfte, die auf die Flügel wirken. Und die sind massiv, diese Risse. Deswegen hat der Stadtkonservator gesagt, es muss runter. Es folgt ein langer Streit zwischen H.A. Schuld und der Stadt. Der Künstler zieht vor Gericht. Es dauert immer. Und Konrad Adenauer, der ja auch Kölner war, hat mal gesagt, das Ergebnis zählt. Das Ergebnis? Ein neuer Standort für das Kunstwerk hier auf diesem Turm am Maritim-Hotel. Dafür muss die 4 Tonnen schwere Skulptur aber erstmal runter von diesem Turm. Ein Kunstwerk ist nicht alltäglich. Und es ist ein bisschen schwierig, das Gewicht und das Ganze so ein bisschen auszutarieren. Das ist die große Kunst, jetzt das hinzukriegen, dass wir das dann eine Heile zu den Vorwerken kriegen. Es ist schon dunkel, da landet das Flügelauto auf der Erde. Mit einem Schwertransport geht's für die Skulptur nun in die Fortwerke nach Nil. Dort wird sie in den kommenden Monaten restauriert.